Wir sind an einem freien Fall. Ich kann nicht leben. Mr. Science, dreamst du von den spektakulärsten Experimenten? Ja, das war schön, aber es war aber auch immens aufregend. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass für Situationen wie dieser der ganze Körper an Alarmbereitschaft ist. Und diese Alarmbereitschaft, die kann ich messen. Und das mache ich an meinem Experiment von heute. Ich denke ja mal, dass das Herz mir sehr schlägt. Genau, den Puls, den kann ich messen, zum Beispiel mit seiner Auer. Und dann haben wir am Spout den Stresshormon Cortisol dran. Und als Hände, die gehen schweißig. Wieso haben wir dann diese Reaktionen? Ja, der Körper der will an gefährlichen Stresssituationen all seine Energie zur Verfügung haben, für entweder zu kämpfen oder zu laufen. Dafür pumpelt als Herz viel mehr Sauerstoff an Nährstoffe an die Organe. Und der Cortisol den aktiviert verschiedene Prozesse, zum Beispiel an der Leber. Und aber andere Prozesse, wie zum Beispiel die Verdauung, die in der Stresssituation nicht braucht, die wird dann auch desaktiviert. Mir was bringen Schweiß hin? Man hat Forscher, die mengen, dass als Vierfahren an einer Fluchtsituation durch Gewahn bessere Grip hatten mit schweißischen Händen. Die Schweißhände, die gehen direkt vom Angstzentrum am Gehirn gesteuert, wer dem mehr Angst hat oder mehr Stress hat, wer dem mehr schweißt. Und das kann ihn mit zwei ganz einfachen Elektroden und mit so einem Tablet messen. Okay, ich gesehen, dass du schon gerade gewisse Stresspegel hast, ohne dass da Gefahr bist. Genau, und an einem Test, den ich mit Schülern aus dem Alain Meirich mache, versuche ich all die körperlichen Stresssymptome zu provozieren, aber ohne, dass sie irgendetwas machen müssen. Moin. Voilà, sie sind doch vielleicht schon ein bisschen nervös wegen der Kamera, aber ich probiere sie heute noch ein bisschen mehr nervös zu machen. Leichter Stress also sich gut für an der Schule, weil ohne Stress Kinder nämlich gar nicht produktiv sind. So, den Test, den wir machen, den muss ja alle gut machen, okay? Das ist ganz wichtig, der kein Mäu drin. Für dich muss man auch ein bisschen relaxen. Bei 3 Schülern musste Mr. Science den Puls an die Hautleitfähigkeit nach als Jitverinen spät. Hey, an diesen Enveloppen da sind Zahlen dran, und an einer Enveloppe ist ein End. Und derjenige von euch, den die End zieht, der soll mitkommen und einen coolen, spontanen Tanz machen auf das Lied. Oh je, wie soll denn auf die Musik tanzen? Die Spannung bei den Schülern klappt. Okay, dann können wir das Lob machen, aber 3 noch Schrift. Ihr habt gemerkt, wir nähern sich dran. Wie hat dir das gefehlt? Also ich war mega gestresst. Schon am Anfang, wo du gesagt hast, dass wir tanzen müssen für der Klasse. Der schlimmste Moment, dass du, wo ich gerade umgedreht habe. Und ich gedacht hatte, ich hatte ein End gesehen. Ich war wirklich aufgeregt und ich hatte auch wirklich Angst. Und auch am meisten hatte ich Angst, wie ich die Envelope abgemacht habe. Das Experiment das hilft uns, den Stress zu verstehen und auch noch besser zu gerieren. Und das ist immens wichtig, wenn ihr nicht will, an so Suchtverhalten aufrutschen, zum Beispiel Richtung Drogen oder Spielsucht. Und dafür ist es doch wichtig, den Stress richtig aufzubauen. Okay? Wir werden dann nur wirklich so gestresst? Natürlich, Heigemus. Das Teil, das sind Messungen von einer Uni vom Stresspegel von einem Fallschirmspringer. Und das kann ein bisschen so mal vergleichen mit den extremen Experimenten, die ich gemacht habe. Und das Teil, das sind Messungen, die ich mit der Klasse gemacht habe. Oh, die hast aber schön gestresst gekriegt. Ja, und auch wenn die 2 Messungen nicht direkt vergleichbar sind, so sei denen aber, dass der Körper auf beide Situationen reagiert hat. Er muss also nicht einem wirklichen Stress ausgesetzt sein. Okay, also reagiert der Körper ziemlich oft. Ist das nicht schädlich? Aber das kann ich einen Psychobiolog fragen, den an der Stressprävention schafft. Das Experiment war schädlich für die Schüler.
Also dat bestimmt net Stress geheiert auch an ihren Schulalltag an das ganz normal wie zum Beispiel von einem Exposi oder enger Prüfung, dass in den Moment doch gestresst ist. Der Stress geht eigentlich nimmen dann negativ erlieft von denen keine Möglichkeit hört für noch positiv zu bewältigen. Okay, an schon Stressparameter gemoos und schlo festgestellt, dass beim Fallschirmsprung bei ihrer Situation Werte ziemlich ähnlich waren. Was kann ich doch so? Also gesagt an den Messungen, dass den Stresspegel an Lot geht, da er sowohl ob in an enger realer Situation ist oder ob in just Situationen sich vorstellt, antizipiert ist. Wichtig ist einfach, dass der Stresspegel dann am Anfang nur der Situation noch schnell Ruf geht. Da das selbst bei denen zum Beispiel bei Leuten nicht gibt, gesehen, die an den chronischen Stress führen. Okay, merci. Ja, ich hatte für das Sendung auf jeden Fall auch genug Stress und dafür bin ich froh, für mich an der Hohlfest zu beginnen.